So. Herzlich willkommen zurück. Wir sind hier in diesem Häuschen, wo wir vorhin aufgewacht haben. Jetzt bin ich wieder gewesen. Es hat mir gerade ein bisschen durcheinander gemacht, weil es ein bisschen den Stream, also jetzt streamt der Aufnahmeplan ein bisschen durcheinander geheult, weil ich etwa 1000 Mal müssen probieren mit dem Scheissross da, und der andere mit seinem Schwert und so, aber das habt ihr nur knapp mitbekommen. Ich habe es 100 Mal probiert. Der Kamerad Schwungrad hat Hunger, wir müssen schnell heute gucken, haben wir noch ein bisschen Nahrung, sonst, oder muss ich... Ne? Frech, was? Oh nein, sorry, ich drücke mich hin. So, Ringelblumenaufguss ist nicht so schlau. Noch mal ein paar Äpfel reinbiegen da. So. Aber noch nicht besser, hä? Ja, na gut, jetzt B. B. Grüß dich. Chef, was soll ich? Teufel! Schon zusammen. Ja, wo denn? Der Hütte, oder was? Nee, Schloss knacken. Oh nein. Sorry. Entschuldigung. B. Was zum Teufel? Was etwas be... Himmel! Pass auf, wo du hingehst! Ja. Nein, sie will nicht klauen da. Oh Mann, ich habe voll Bremse da. Kann ich etwas zu essen haben, bitte? Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt doof, aber ich checke die. Ah, mit dem muss ich reden. Ach so, B wäre ja das. Okay. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Dankeschön. Hör schon auf. Ich hörte... Pass etwas besser auf. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts Verstehe nicht, warum einzuwenden. er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Mit der Küche. Ah, die ist unten, logischerweise. Entschuldigung? Ja, hey. Mann, hab ich Hunger. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojana hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Ja, Tat. ging noch. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Hab ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und Ja, etwas mit Wein Drücken zum geht nix. Runterspülen? Hab Dank, Herren. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, hab Dank, Herren. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herren. Sehr nice, danke. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Ich habe gar keine Stiefel mehr an, aber ich habe ein Detail. Oh, jetzt habe ich vergessen, Kleider zu kaufen. Mist, verflucht. Naja. Wir haben Nahrungsmittel gelernt. Cool.
Nahrungsmittel nehmen wir immer mit. Super. Oh, ein Stück Käse. Muss ich einfach ein Stück Käse holen. Nein, jetzt habe ich gerade Lust auf. Oh, jetzt hat der Lieb schon gerade ein bisschen Camembert. Ich höre, Das bist du ist- aus Skalitz. Hey. Es muss schrecklich gewesen sein. Wie ist das geschehen? Oh Gott. Essen. Ja, Muss natürlich. essen. Der Hunger ist schon noch gar nicht, noch keine Angst. Pass etwas besser auf. Ja, Was es passiert, steht mir ja tut mir gegen alle im leid, Weg da. aber Das ist so unglaublich. So, komm. Poulet-Schenkel. Es ist eigentlich schade, dass wir nicht einfach alle. Linsenbrei. So. Die Schrittchen sehen cool aus da. Muss ich noch etwas klauen? Nein, stellen die wir nicht. Ist nicht lieb. Sonst hasse ich es nicht. Ich versuche es möglichst niemand zu hassen. Aber das kann man nicht immer verhindern. He? Ja, jetzt gibt es etwas zu fuhren. Komm. Ah, das war falsch gewesen. So. Mhm. Linsenbrei. Gibt 100. So, super. Ah, noch nicht gelangt. Ups. Ah ja, genau, wird mir da oben rechts angezeigt. So. Nehmen wir einen. So. Ja, immer noch Hunger. Gott, der. Keine Statusanzeige. Was hat heute 45? Okay, sorry. Rot. Wieso ist der rot? Ah, genau, dreckig bin ich auch noch. Ah. Das war hier gemeint, oder was? Nein. Ich komme immer noch nicht Schlag mit dem. Aufs Bett. Das ist cool. Nein, nicht knacken. Waschen sollte ich mir noch. Ich fühle mich dreckig. Kann ich mich an einem Ort waschen? Also, wir haben gerade gelesen, Schlafen ist immens wichtig. Sonst sind wir müde. So langsam weiß ich aber leider selber nicht mehr, was jetzt da der Unterschied ist zwischen ihm und mir. Ja. Ja, Kollege, ich habe mal nicht so dreckiges Nest, läuft's? Das Problem ist, ich habe wieder nicht zugelassen. Oh, das Killery. Okay, das ist okay. Waschen sollte ich mich. Oh nein. Wow, schon hure geil gemacht. Ich sollte, sorry, ich bin dann eben. Oh, da ist der Wäsch super. Oh, super. Ja, ich bin so blöd. Gut. Nochmal. Ja, das Badehaus. Wo ist das Badehaus? Hier innen? Nein. Sag, was ist Ich bin aber noch nebenzu ein Staffeli am Lütscherle, weil sonst
Macht jetzt da irgendwie so ein bisschen Hustenanfälle aus. Das wollen wir nicht. So. Ja. Nein. Was? Ja, eben. Schlafen. Liegen. So. Füßele. Manchmal ist es schon ein bisschen Mühe da mit den Frames, hä? Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Aha. Hab Dank, Herren. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht. Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Oh, ist noch interessant. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herren. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Jawohl, auf das Angebot kommen wir sicher gerne zurück. Selbstverständlich. Wir tun selbstverständlich über den Vorfall tun wir da reden. Du Natürlich. könntest recht haben, Herren. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ein Kerl namens Kunesch schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunesch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh, Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. 5, 5, 8, 4, also da wieder, hä? Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Das ist unter Zeitdruck. Er lobte Hey, Vaters Geschick verdammt. und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal ereilte.
Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Was? 3, 2, 5, 5, 3, Das Das. Burgtor stand offen. Es war viel zu wenig Zeit gewesen, für das zu lesen. Schlugen Es geht Alarm um und die schnell. Dorfbewohner rannten zur Was Burg, ist um Schutz zu suchen. Hardcore-RPG? Sie Wirklich? nahmen nur mit, was sie So in der gut. Eile greifen konnten. Sie hatten furchtbare Angst. Ja, das Ich haben kann wir mir gar alle nicht ausmalen, wie entsetzlich es war. gehabt. Ja, komm in Ich meine lief wie Arme. unsere Nachbarn zur Burg, doch ich Nee, schaffte es sorry. nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Komm mal durch das Dorf, wir begann. Ich brauche ein Pferd. Ja, Ich brauchte ein Pferd, um nach Talmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. wenn wir jetzt lügen, haben wir mit dem Erfolg. Aber was haben wir für einen Nutzen daraus? Eindruck schinden. Wir haben keinen Nutzen daraus, oder? Das hat 100% Einfluss. Soll ich lügen? Erfolg hat es auf jeden Fall. Nein. Ich wollte ihr zur Hilfe eilen. Gott weiß, wie sehr ich es wollte, aber... Ich trug zwar Herrn Ratzigs Schwert bei mir, aber sie waren in der Überzahl und auch gut gerüstet. Mir gelang es lediglich, eines ihrer Pferde zu stehlen und wegzureiten. Ich konnte ihr ebenso wenig helfen wie meinen Eltern. Es war nicht deine Schuld. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb es... Was ist der Hure Lieslig? Ach, du armer Junge. Ich kann dein Ist doch Kummer komisch. wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Das Rachegier, beurteilen Neid und Stolz erfüllt meine sind. Zuschauer bitte alle für sich Du darfst selber deinen Glauben nicht verlieren. und tragen es nicht in den Kommentaren aus. Das Schicksal war meinem Gatten Diskutiert und mir darüber, auch aber nicht nicht austragen. wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Ah, wieso ist das so Obwohl, leislich? im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Talmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medik von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislawitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Das ist ja ein Gegel da, hä? Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt... 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie.
Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Danke. Wow, die Dialoge sind extrem lang. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Ich versuche ja möglichst... Gute Nacht, Herrin. Gute Nacht. Ich versuche ja möglichst die Let's Plays so kurz wie möglich zu machen, aber es ist einfach so schwierig mit so einem riesen Rollenspiel. Es ist wirklich sehr schwierig. Im Gegensatz zu einem Jump'n'Run, ne, was ich nicht meine. Es ist wirklich schwierig, die Rollenspiele dann kurz zu halten. Das, ja. Aber okay, ist nicht so tragisch. Schon wieder. Und deswegen sage ich, oh, jetzt drehen wir noch zuerst etwas. Natürlich. Bewegt euch! Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Hilf uns, mein Sohn. Sei kein Feigling. Das ist nicht lieb. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Jawohl, und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Wir sehen sich näher bei diesen Tor. Auf Wiedersehen, tschüss zusammen, merci vielmals.